Und somit herzlich willkommen beim Landfall Update for Generation Zero. Eins gleich vorweg. Das Update hat gigantische 16 Gigabyte. Und um 4 Euro hochgerechnet findest du auf Steam auch das Bau-DLC, also das Base Defense Pack, wie das heißt. Und das habe ich gleich mit installiert, beziehungsweise das habe ich geholt, das habe ich gekauft und passt. Wir machen jetzt Folgendes. Du hörst da das Trampeln da hinten, gell? Und im Intro hast du schon oberflächlich gesehen, um was es gehen wird. Wir werden uns jetzt mal anschauen, was uns hier die Büchse voll hagelt. So, dann kann ich dir gleich noch was zeigen. Wenn es dich interessiert, warte mal kurz, ich lege mich da her. Mit Klicken auf die Tab-Taste, das System da ist überarbeitet worden, das ist angenehm, sage ich jetzt einmal. Das Overlay, oder wie man das sagt, ja, oder den Ausrüstungsplatz, was weiß ich, ist ja doch mir wurscht, wie das heißt. Und du kannst jetzt da bei Weitem schneller zugreifen. Jetzt schauen wir mal, was ist da unten los? Wie du im Intro schon gesehen hast, ich habe mir erlaubt, den Godzilla vs. Kong Soundtrack hinein mitzunehmen. Ich habe mir gedacht, weißt du was, in Godzilla gegen Kong ist auch Mecha-Godzilla auftaucht, ist auch eine Maschine gewesen. Ich habe mir gedacht, das passt. Da passt das eine fürs andere und ja, der Rest ist dann eben Geschichte. Wie du schon gesehen hast, die Sowjets sind mit hineingestiegen in diesen Krieg. Das Bau-DLC schauen wir uns nachher an. Wir werden uns jetzt einmal die Hauptprotagonisten dieses Updates anschauen. Aus Kampf geflohen. Ich bin ja noch nicht einmal drin gewesen, Spiel herst du. Mein Gott, nein. Ich zeige euch was. Da brauche ich aber mehr Ressourcen wie Kupfer, Elektrolyt etc. Ich habe uns, was ich nicht gesehen habe, beim Update oder bei den einen Video, wo wir da die Verteidigung gemacht haben, aber schwer, habe ich nicht erblickt, dass ich 9 mm Sprengmunition mitentwickeln darf als Belohnung. Die werden wir nun einsetzen. Die habe ich mal probehalber probiert bei einem Tank und ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ja, der Tank war ein armes Schwein. Lang hatte er nicht überlebt. Aber wir müssen ein bisschen sparen mit der. Da geht's jetzt schon. Au! Ja. Weißt du was? Wir werden diese Truppe jetzt einmal da runterlocken, da zu der Villa oder zu diesem Bauernhof da. Ist ja gleich ein Tank auch da, na bitte, jetzt können wir uns das gleich mal alles geben. Da liegt was. Oh, Holz. Schön. Aber ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, das Spiel läuft verdammt gut. Also, wir werden erstmal Munition wechseln zur explosiven und werden uns hier in dieser Scheune mal verstecken. Bist du deppert? Das ist Anfang, hä? Da schaust du, wa? Warte mal, schau. Da hat's den Armen gleich durchpeitscht, ha? Gammas, die Muni ist so geil. Allerdings
Wir haben jetzt mehrere Probleme. Wir werden hier zumachen. Baba. Das ist ein Einstieg in die Fuigkeit. Mama mia, da ist ja alles offen. Ah, wo bin ich denn dort gelandet? Na super. Vielleicht können wir da noch was schließen. Super klasse. Na, das braucht man nicht. Ich würde eigentlich dir ein bisschen was sagen vor den ganzen Quagel und dann gerade in sowas einer. Scheiße. Egal. Die Box, die Plundra-Box ist anscheinend laut Entwickler überarbeitet worden. Das werden wir uns auch noch anschauen im Laufe der kommenden Minuten. Im Moment allerdings müssen wir irgendwie schauen, dass wir da wegkommen. Wo ist der Tank? Tanky, I wanna spanky you. Was für ein Kampf bin ich jetzt eintreten? Warte mal kurz, ich schau mal kurz auf die Karten. Was sind wir denn da? Gegnerischer Angriff. Was? Na, das fängt ja geil an. Und wie du im ersten Teaser gesehen hast, das war sinnbildlich gesprochen, ne? Diese russische oder sowjetische Maschine, die mit den Tanks aufräumt, ne? Alter! Ach du heilige Scheiße! Wir werden jetzt aber trotzdem mal ein bisschen auf Distanz bleiben und uns das ganze Debakel da mal anschauen. Alter, das kriegt ja gleich eine ganz andere Dynamik. Wow! Und ich hab kein Fernglas dabei. Ist ja wurscht, ich schau, dass ich uns ein bisschen näher dran bringe. Da kämpft nämlich gerade ein Harvester, wenn ich mich nicht täusche, mit der neuen russischen Maschine. Und da die Hunter geben auch einer Bestes. Na, schauen wir mal, was rauskommt. Also da haben sie die Entwickler nicht lumpen lassen. Das schaut gut aus. Schau dir das an. Boah! Ja. Warte mal. Es muss jetzt erst mit diesem neuen Overlay da zusammenkommen. Wow. Ist auch nicht so einfach. Aha. Okay, die Maschine haben sie mal besiegt. Dann schau dir das an, erst da. Du Trottel, schau dir das an, erst. Wow. Total, da geht's ja zu wie im Puff. Ah, ja. Oder wie im Laufhaus. Ja, ich lauf gerade, aber geradeaus. Boah, das kriegt so seine ganz eigene Dynamik. Na, Zank, da beidelt's dir mal um, hä?
Du Watzen, du. Bist du deppert? Jetzt bin ich aber nur... Wir müssen uns da verstecken. Und dann bekämpfen wir es von da aus. Weil auf offenen Feld sind wir denen Hunter ausgeliefert. Das ist ja das Problem, ne? Warte, können wir das dazu machen? Ja. Ah ja, und die Waldregion ist auch überarbeitet worden, was ich jetzt aus den Steam-Notizen gelesen habe. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich euch erzählen soll, weil ich gerade ein bisschen, ja, überrascht bin. Was für ein Verlauf das da gerade nimmt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da haben sie die Entwickler nicht lumpen lassen. Bist du deppert? Ja, ich käme jetzt gerade nicht aus. Warte mal, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Jetzt muss ich mir jetzt erst ein bisschen sortieren, weißt? Boah, das kriegt... Boah, das kriegt ja gleich ganz eine neue Dynamik. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch ein paar Ressourcen, dass wir da mehr explosive Muni herstellen können. Boah. Oh, das ist ja heftig. Da haben sie die Entwickler nicht lumpen lassen. Aber das passt schon so. Haha. Du kleine Grätzen, du Schirche. Total, das fängt ja schon geil an. Warte ein bisschen. Ich geh jetzt einmal auf die Muni. Ich bin nämlich dahinter gekommen, dass der ein wenig mehr Schaden macht. Und der Panzerbrechen, den haben wir auch für die. Okay. Irgendwas ist... Bist du deppert? Da. Bist du narrisch? Da geht's so. Na gut. Jetzt hören wir wieder auf zu flirten und begeistert zu sein. Wir haben eine Aufgabe. Mhm. Ah. Ich will euch ja natürlich was sagen. Ah. Okay. Ja, die ganzen Aufbauten sind neu. Das war sie zufällig schon. Dann gehen wir mal den Tank an. Oh Gott, da müssen wir gerade aufpassen. BZW? Ich würde jetzt mal nur schauen. Ich will mir jetzt mal die neue Maschine anschauen.
Das, das ist jetzt aber nicht sein Scheiß Ernst, oder? Boah, den hat die russische Maschine aber ganz schön zugesetzt, ha? Wahnsinn. Laufen wir mal darüber, vielleicht finden wir was. Da kann man nicht vorstellen, dass die jetzt russische Maschinen einbauen und die geben uns kein Loot. Doch. Boah! Du Trottel, du. Ja, okay, der Loot bleibt ja der gleiche. Schauen wir mal. Da ist der nächste Harvester. Da lässt mich aber dann bald mal überladen, wenn es so weitergeht. Okay. Sag einmal, täuscht mir das oder sind die Tank jetzt ein bisschen aggressiver? Weil so schnell haben wir den nicht aus der Entfernung angegriffen. Schau das an. Das ist mir ein ganz neues Verhalten. Trotz allem ist der Tank noch immer ein beeindruckender Gegner. Wirklich. So. Schau, wir sind gleich durchzoppelt. Okay. Der ist jetzt einmal kaputt. Sehr gut. Seit wann sind die Tanks so aggressiv oder haben sie es jetzt mit einem Update neu gemacht? Ich meine, gut, wenn mein Königsanspruch wer in Angriff nimmt, dann da die auch durch dran. Ehrlich, dann da die auch Amok rennen. Weil der Azü habe ich heute wie ein Kur beim Scheißen, ehrlich. So, jetzt frage ich mich nur gerade, wie wir den Tank loswerden wollen. Ja, Spiel, scheiß jetzt auf deine Sammelgegenstände, die interessieren mich absolut nicht. Den wichtigsten Sammelgegenstand habe ich und das war der Bauplan vom Reaper Tank. Wir müssen zuerst schauen, dass wir die Dings runterkriegen. Maschinengewehr und in Raketenwerfer. Sobald wir das weg haben, dann wir uns schon bei Weitem einfacher. Hey, Depperter, da bin ich.
liebe dieses Spiel. So, die Dings ist herunten, der Raketenwerfer. Jetzt müssen wir nur mehr ist Dings wegnehmen. Ist Maschinengewehr. Boah, du kleine Gurken, du. Hier bin ich. Du Pflaume. So, Junge, komm her. Es ist beeindruckend, wenn diese Maschine zu laufen beginnt. Danke. Da fuhren... Da fuhren sich eine große russische Maschine. Warte mal ganz kurz. Inventar. Da. Einen Platz zuweisen. Ich finde das neue Dings aber bei Weitem schöner zum Anschauen. Also die Entwickler haben sie was gedacht dabei. Boah. Spetsnaz Klasse C. Ruhig. Okay, wir werden jetzt aber trotzdem schnell verschwinden. Die Bus machen. Boah. Das schaut schon beeindruckend aus. Und vor allem, was mich so beeindruckt, generell an dem Spiel, sie haben ja die Maschinen ja irrsinnig detailgetreu umgebracht. Ah. Warte, wir verschwinden da jetzt einmal. Ja, aber was ist da jetzt bei unserer Hauptbasis? Warte mal. Relaisantenne, okay. Schauen wir mal, was sie da ausspielt. Ah, okay. Was ist denn da jetzt bitte los? Warte mal. Warte mal. Jetzt muss ich da mal was schauen. B. Was gibt's denn da? Next Kategorienlimit. F25. Bauwerkslimit 1, 1, 1. 1. Mal da ein bisschen durchspachteln hast. Kategorienlimit 5. Was ist das? Granatwerferbunker des Widerstands. Eine umfunktionierte Panzerwaffe mit einem versteckten Widerstandskämpfer besetzt, der automatisch auf alle feindlichen Einheiten feuert, die sich in seinem Sichtfeld befinden. Menschenattrappe des Widerstands. Okay. Eine Lockattrappe in Form eines Menschen dient dazu, Maschinen von anderen nützlichen Bauwerken oder von Verbündeten abzulenken. Dieses Lockmittel wird aktiviert, sobald eine Maschine in Sichtbereich kommt. Kategorienlimit 10 Stück. Da kannst 5, das haben wir eh schon mal gehabt, das können wir auch. Kategorienlimit 10. Ein speziell konstruierter Boden verbunden mit einem Druckplattensystem, das professorische Zacken aktivieren kann. Gegner, die mit aktiviertem Zacken in Kontakt kommen, erleiden mittelschweren Schaden. Das ist der Schatz da. Was gibt's da? Gerüstform. 150. Okay. 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 Verstärkt hohe Widerstand. Was war da jetzt da?
Naja, okay, okay. Man muss aber eins dazu gestehen, da ich prinzipiell sowieso der Typ bin, weniger ist oft mehr, ist das relativ geil. Jetzt schauen wir mal. Und zwar, es ist nämlich auch im Update gestanden, was war denn das jetzt da? Da war jetzt gerade was dabei. Brandbeschleuniger. Oh. Elektrolyt braucht man dringendst. Kupfer braucht man. Und nur ein paar Sachen. Allerdings frage ich mich gerade, wo ist diese Box-Erweiterung? Das muss ja irgendwie gehen. Warte mal kurz. Ich tue das einmal. Ich zerlege jetzt einfach einmal. Babybauwerke. Na, die ist da. Hm. Also das kapiere ich jetzt nicht. Okay. Gegnerischer Angriff 10. Also das ist, da waren es dann wahrscheinlich den Schatz damit. Ja, ich hab mich beim letzten Mal auslinken, habe ich den Schatz da mal ein bisschen zusammen fabriziert, damit wir nicht gar auf mit umsteigen. I. Wandertour, schwere Bewaffnung. Da finde ich mal nichts. Tutorials, Pläne. Ausrüstung. Siehst du, was wir noch nicht alles haben? Weiß ja gar nicht, wo das alles herumliegt. Ghetto Blaster. Pläne. Grundlegende Steuerung. Inventar. Munition. Unterschlüpfekarte. Irgendwie kapiert das jetzt nicht ganz. Ah, das ist eh alles gleich geblieben, das ist klar. Aber ich verstehe jetzt nur nicht. Es hat Kasen. Die Kiste wird erweitert oder kann erweitert werden. Platz zu schaffen. Vielleicht ist das da irgendwo herin. Nö. Warte mal. FMCEL Station. Habe ich so eine schon überhaupt gebaut? Nein. B. Achso, na, da fällt mir. Scheiße, da fällt mir Kupfer. Aber warte mal. Warte mal. Ich habe ja genug zum Zerlegen dabei eigentlich. Irgendwo wird wohl Kupfer dabei sein. Da ist Kupfer drin, aber da benötigt man 5 davon. Jetzt weiß ich noch nicht, habe ich 5 von die Scheiße überhaupt. Brauchen wir nur schauen. Ich kriege zusammen. Super. Genau, und 2 Kupfer. Dann können wir uns auch so eine Station bauen. Sehr gut. Bauwerke. Bitte einmal. Und zwar... Woher? Was ist da? Wenn du einen Auftrag abschließt, werden eine wieder hinzugefügt. Du kannst es erholen. Es ist allerdings nicht möglich, Gegenstände in der Kiste zu lagern. Okay. Ja, da haben wir jetzt eh nichts drinnen.
Zerstöre 20 Sieger, ja, das interessiert mich aber, was der wie. Wie Stuhl. Weicher Stuhl. Ja. Stellt sich mir nur die Frage, wie erweitere ich diese Kiste? B. Naja, schaut ja recht dekorativ aus, hä? Ja, warte mal kurz. Ich reise mal zur Burg. Vielleicht ergibt ja da irgendwas. Entschuldigung. Ich war der festen Überzeugung, da gibt es die Möglichkeit, die Kiste zu erweitern. Wie geht das? Weißt du was? Ich werde euch da jetzt einmal verlassen und werde mir das mit dieser Kistenerweiterung einmal geben. Ich habe nämlich einen englischsprachigen YouTuber gefunden, der dieses Thema ein bisschen, ja, der auf dieses Thema eingeht. Sagen wir es mal so. Passt. Warte mal kurz vielleicht. Also na, da gibt es ja nichts mehr. Passt. So, der Loot ist immer noch der gleiche geblieben. Das passt da. Ja. Das lassen wir alles da dabei, das brauchen wir nicht. Passt. Ich melde mich in Kürze mit einem neuen Video wieder. Oder wenn nicht mehr heute, dann morgen. Ansonsten sieht und hört man sich. Baba dabei.